Zweiter Advent, Leute. Es ist wieder soweit. Alle Jahre wieder werden die Häuser dekoriert. Wir dekorieren die Lehn-Matthalle, das Seehahnbars Land in Lörrach. Krippen werden wieder rausgeholt aus Ton, aus Glas, aus Holz, alles Mögliche. Und es werden wieder alte Weihnachtslieder gesungen, Weihnachtssterne aufgehangen und überall ist irgendwo so ein bisschen eine weihnachtliche Stimmung, trotz dieser anderen Umstände. Es duftet nach Gurtsehe und Glühwein und allem Möglichen. Und damit mich keiner falsch versteht, ich meine das keineswegs nur so ein bisschen ironisch, ja, alle Jahre wieder, Advent, die Kerze brennt. Nein, ich liebe selbst diese Jahreszeit sehr. Ich finde es sehr heimlich, ich finde es schön, auch gerade in so einer angespannten Zeit so ein paar Rituale zu haben. Ich habe heute Morgen die zweite Kerze von unserem Adventskranz, die meine Frau dekoriert hat. Für Dekoration ist meine Frau zuständig. Das hat gute Gründe, die ich nicht erläutern muss. Und ich habe das heute Morgen angemacht, so quasi wie als Ritual und dachte, hey, ist schön, zweiter Advent. Irgendwo, das erinnert mich auch so an früher. Ich habe so ein bisschen konservative, kitschige Adern. Ich erinnere mich gern an der Advents- und Weihnachtszeit in meiner Herkunftsfamilie. Meine Mutter hat in der Adventszeit gefühlt Tonnen Gurzi gebacken. Das hätte locker leicht für das ganze Dorf gereicht. Und das wurde jeden Tag, wurde das wieder zelebriert und man feierte, man machte ein Türchen in den Adventskalender auf. Mein Bruder und ich, wir haben zur Weihnachtszeit unser ganzes Taschengeld rausgehauen, um irgendwann so Geschenke zu kaufen für unsere Eltern. Und alle Jahre wieder gab es für meinen Vater entweder eine neue Pfeife mit Tabak oder Tabak mit Rasierwasser oder irgendwas ganz Außergewöhnliches, wo man sich überlegt hatte. Und meine Eltern haben dann alle Jahre wieder die Geschenke so in das Weihnachtszimmer, das war das Wohnzimmer, das wurde dann abgeschlossen und durfte dann keiner rein und so weiter und so fort. Eine schöne Zeit und ich erinnere mich gerne daran, wirklich gerne daran. Es hat viel Freude gemacht. Und obwohl der Advents- und Weihnachtszeit uns viele Erinnerungen raufholt, eben wie war das früher, wie haben wir das gemacht, haben wir die Serie Weihnachten neu erleben genannt. Neu. Und neu nicht, weil wir neue Maßnahmen haben, das war ein netter Punkt, sondern wir möchten und wünschen uns tatsächlich, dass Weihnachten und diese Adventszeit wirklich auch ein Stück neu erlebt werden darf. Und heute, der Jannik Schmid hat schon gesagt, geht es um den Glaube als Herausforderung. Ein Glaube, der uns sehr wohl was zumutet. Denn wenn man die sogenannte Weihnachtsgeschichte mal liest, Lukas-Evangelium oder Matthäus-Evangelium, wenn man die so durchliest, dann könnte man wirklich zu dem Punkt kommen, die Geschichte ist durchaus eine Zumutung für alle, die daran beteiligt sind. Es hat wenig mit Gurzi zu tun, es hat wenig mit Weihnachtsbaum zu tun, es hat auch ganz wenig damit zu tun, dass es heimelig ist. Es ist eine Zumutung für die Menschen, die da eine Rolle spielen. Man könnte sagen, wirklich eine enorme Herausforderung. Ein circa 13, 14, 15-jähriges Mädchen hat eine Erscheinung mit dem Engel und der Engel sagt ihr, sie wird schwanger werden. Ja, toll. Wirklich. Und die erste Reaktion von diesem jungen Mädchen ist, das heißt in dem Text, sie erschrak. Sie erschrak, das war ihre Reaktion. Und dann weiter, wie soll das denn geschehen? Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Das wäre eine ganze Predigtserie wert. Wie soll das denn geschehen? Wie ist das zu verstehen mit dieser sogenannten Jungfrauengeburt und so weiter und so fort? Aber da gehe ich heute gar nicht alles drauf ein. Wie gesagt, da könnte man einen ganzen Monat drauf verbringen. Eine ungewollte Schwangerschaft mit enormen Folgen. Wie gesagt, ein circa 14-jähriges Mädchen wird mit so einer Schwangerschaft beschenkt. Ich finde es durchaus nachvollziehbar, dass die junge Frau als allererstes sagt, sie erschrak. Von ihr berichtet wird, dass sie, ja, wie soll das denn nicht zu und her gehen? Die gesamte Lebensplanung, was man sich so vorgestellt hat vom schönen Leben, ist auf einmal über den Haufen geworfen. Die Geschichte hat wirklich nicht einen wahnsinnigen Glanz. In der Geschichte wird auch nirgendwo von den Eltern von Maria was berichtet. Steht kein einziger Satz da drin. Und ich habe mir in der Vorbereitung mit überlegt, wie wäre das gewesen? Ich habe 3 Töchter. Wenn einer meiner Töchter im Alter von 14 Jahren heimgekommen wäre und dann uns gesagt hätte, sie ist schwanger. Ich habe mir das wirklich so bildhaft vorgestellt die letzten 2 Wochen. Und ich glaube, als allererstes hätte ich tief Luft holen müssen.
Okay, das ist mal eine Nachricht zu Weihnachten. Schwanger. Ich hätte mich sammeln müssen. Ich glaube, ich wäre jetzt neben der Kappe gestanden. Und das Zweite wäre wahrscheinlich eine Reaktion gewesen, so in der Richtung, okay, was müssen wir machen? Wir müssen irgendwie, wie können wir unterstützen, helfen und wie soll das Ganze gehen und so Mr. Fix-It, so, jetzt müssen wir irgendwas tun. Und als Drittes hätte ich dann wahrscheinlich auch ziemlich bald mal so vorsichtig die Frage gestellt, und, ja, wer ist denn der Vater? Und wenn dann einer meiner Töchter gesagt hätte, der Heilige Geist, dann hätte ich echt ein Problem gehabt. Der Heilige Geist. Echt jetzt. Heiliger Geist. Ja, gib mir mal eine Telefonnummer. Der Heilige Geist ich besuche den mal. Der wohnt sicherlich irgendwo, der hat Name, Adresse, Telefonnummer. Heiliger Geist, ja du, alles klar. Da ist zu viel Glühwein im Spiel. Leute, die Geschichte ist durchaus wirklich schräg, ist eine Herausforderung, eine Zumutung. Und eine Schwangerschaft in der damaligen Zeit war für eine junge Frau, 14 Jahre, das war ungefähr das Alter, wo Mädchen damals verlobt wurden. Eine Schwangerschaft, ohne verheiratet zu sein, war eine Hypothek fürs Leben. Das war nicht einfach so nachzuvollziehen wie heute, ja, dann ist halt schwanger, das wird man schon irgendwie hinkriegen. Nein, das war wirklich eine Herausforderung für das gesamte Umfeld. Für die Eltern, für die Person natürlich selbst, für den Bräutigam und so weiter. Und Josef, was passiert mit ihm? Meines Erachtens kommt Josef immer ein bisschen zu kurz in den Weihnachtsgeschichten. Und wenn ihr mal so Krippendarstellungen anschaut, dann seht ihr den Josef, der steht immer so ein bisschen am Rand, manchmal so verloren, so eine Laterne in der Hand, so, man soll auch sagen, seine Verlobte ist schwanger. Und es steht so ein bisschen so am Rand, manchmal so ein ernstes Gesicht in der ganzen Sache. Das schöne Bild vielleicht von seiner Frau ist wie zerstört. Matthäus 1 schildert sehr die Geschichte von Josef, von Vers 18 an. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt und noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatte, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. Und so überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Der war ein rechtschaffener Typ. Der wollte seine Angetraute nicht bloßstellen, der hat einen guten Charakter gehabt. Der hat sich überlegt, wie kann man das irgendwie noch lösen. Und noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Der Herr rettet, denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Und dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Und als Josef aufwachte, tat er, wie der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zu der Geburt ihres Sohnes und Josef gab ihm den Namen Jesus. Ich finde das außergewöhnlich, was da steht. Also er aufwachte von der Erscheinung von diesem Engel, tat er, was der Engel ihm aufgetragen hatte. Leute, was sich da so einfach liest, zieht sich über Monate hin. Er kriegt mit, seine Verlobte ist schwanger geworden, überlegt, wie könnte das gut rauskommen. Und dann über Monate hin, er hat diese Erscheinung und dann heiratet er trotzdem, seine Frau wird mehr und mehr dicker und so weiter, das Kind wird geboren. Das dauert 30 Sekunden zum Lesen. Das geht über mehrere Monate bis hin dann wirklich zur Geburt. Ein ganzer Prozess steckt dahinter. Ein komplettes Leben, wo der Josef sich vorgestellt hat, als nette Familie, das ist findet nicht statt. Aber er tat, was der Engel ihm aufgetragen hat. Und von Maria heißt es, ich bin die Dienerin des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich bin die Dienerin des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Leute, Maria und Josef, die beiden, die gingen nicht in die Geschichte ein, weil sie trotz anderer Umstände diesem Gebot vom Kaiser Augustus folgten und dann nach Bethlehem gingen und dort die Geburt stattfand. Deswegen sind die nicht in die Geschichte eingegangen. Die beiden
schrieben Geschichte, weil sie schlicht und einfach das bejahten, womit Gott sie beschenkte bzw. ihnen zumutete und herausforderte. Auch wenn das ihren kompletten Lebensrahmen und ihr Verständnis sprengen sollte. Um es aber wieder deutlich zu machen, look, ein junges Ehepaar hat eine Vorstellung vom Leben, so vom, ja, wie könnte das aussehen? Ja, wir kriegen vielleicht Kinder und dann haben wir so eine Schreinerei, so eine Zimmerei, wir bauen Häuser, Wohnungen und so ein Zeugs und so weiter und leben irgendwo in der Nähe von Jerusalem, wo auch immer. Ist auf jeden Fall schön. Und dann kommt diese ungewollte Schwangerschaft, übernatürliche Erscheinung, Träume und die beiden entscheiden, ich bin Dienerin des Herrn, mir geschehe nach deinem Willen. Und Josef tat, was der Engel ihm auftat und heiratete die Frau und tat alle anderen Ideen über den Haufen werfen. Look, die Botschaft von den beiden macht nur eins. Sie sprengt ihren Lebensrahmen. Es ist wie zusammengefaltet. Das war mal. Alles, was sie sich vorgestellt hatten, ist wie kaputt. Funktioniert nicht mehr. So habe ich es mir das Leben nicht vorgestellt. Und Gott schenkt ihnen was, wo eine komplett viel größere Kontext macht. Und sagt, look, ich stelle euch in ein Leben hinein, was komplett andere Dimensionen hat. Ich mute euch was zu, wo wirklich euer Verständnis von Nachfolge sprengt. Leute, und das sorgt für Geschichte. Wenn Menschen die großen und kleinen Geheimnisse und Geschenke Gottes, die man manchmal bei weitem nicht versteht, schlicht und einfach darauf reagiert wie Maria, ich bin ein Diener oder Dienerin des Herrn und mir geschehe nach deinem Willen. Ich vertraue dieser Nachricht. Und so wurden die beiden Eltern. Eltern von Jesus, der später die Leute genauso herausgefordert hat, immer ihren Lebensrahmen wie in einen größeren Kontext reinstellt und sagt, hey, folg du mir nach. Auch wenn das in deine Vorstellung nicht hineinpasst, auch wenn das in deine Lebenswelt momentan nicht hineinpasst. Ein Glaube in Aktion, der wirklich einen Unterschied macht in dieser Welt. Und Maria und Josef und alle Jahre wieder fordern die beiden uns auch in der Weihnachtszeit wirklich wieder raus. Fordern uns ein bisschen raus, unseren eigenen Lebensrahmen manchmal kaputt gehen zu lassen. Und es fängt damit an, dass die Botschaft kommt, ein Kind ist uns geboren. Leute, uns ist keine Dogmatik gegeben worden. Uns ist auch keine To-Do-Liste gegeben worden, auch keine Anstandsregel, auch kein Verhaltenskodex, auch keine moralethische Überlieferung, sondern ein Kind wurde uns geboren. Der Glaube beginnt tatsächlich mit so einer Art Beziehung zu dem Gott und aus dem folgt alles Weitere. Und das Kind mit der Botschaft ist verbunden, fürchte dich nicht, aber jetzt folgt mir nach. Habt den Mut, sogar deinen eigenen Lebensrahmen sprengen zu lassen. Leute, und jedes Jahr wieder stellt uns Weihnachten an sich vor die eine Frage. Und es ist keine Frage, ob du jetzt Socken kaufen sollst oder nicht, ob es das richtige Geschenk ist für die Großeltern oder für den oder den, sondern es ist die eine Frage, was machst du mit dem Kind? Was machen wir tatsächlich mit dieser verrückten Zumutung von dieser Geschichte, dass da einer kommt und sagt, hey, folg mir nach. Folg mir nach und es wird einen Unterschied machen. In der Botschaft an die Engel im Lukas 1, da heißt es folgendermaßen, ich bringe euch eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und die gute Nachricht da drin ist was? Dass es für alle Menschen ist, Leute, für alle Menschen. Und das war für die ersten Christen enorme Herausforderung zu glauben, dass es nicht nur für Juden ist, sondern auch für die Nichtjuden, für die Palästinenser, dann für die Griechen, die Römer, dann Spanier, die Germanen, die Alemannen, die Schweizer, für Menschen, die eine andere Meinung haben, eine andere politische Meinung, sogar eine andere Meinung zum Impfen und so weiter haben. Eine gute Botschaft für alle Menschen. Und das war durch die ganze Kirchengeschichte ist das immer die Challenge gewesen, dass es wirklich für alle ist. Versteht ihr? Und fängt tatsächlich damit an, was ist deine Antwort auf dieses Kind, auf diesen Immanuel, der Gott mit dir sein möchte. Immanuel, Gott mit dir. Gott möchte mit dir sein. Möchtest du, dass Immanuel mit dir ist? Weil wenn Immanuel mit dir ist, dann werden Geschichten geschrieben, die sind außergewöhnlich, Leute. Dann werden Dinge möglich, die vorher nicht möglich sind. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die mich sehr bewegt hat in den letzten Wochen.
außergewöhnliche Geschichte, die nur möglich ist, weil Immanuel, Gott, mit uns ist. Und dann wird Geschichte geschrieben. Hören wir uns die Geschichte kurz an. When people ask me where I'm from, I say it's rather complicated. I was born in Zambia, in Africa, did my primary school in Kenya and high school in South Africa. When I was 12, my family moved from Kenya to South Africa. My father had been invited to pastor a church in Johannesburg with the aim of leading a totally white church to become multiracial. Before Mum and Dad arrived, most people in this church had never been to a non-white area. And at the beginning, it was hard because some people in the church did not like the new status quo and left. But with time, people joined in the vision. And it was one morning when my mum decided to walk into Alexandra Township, which was about 2 kilometers away from church, and just see what was happening there and trust God for encounters there. And the first people she met were some really old ladies who came up to her and said, "What are you doing here? We have never seen a white woman here in Alexandra Township. You shouldn't be here. It's dangerous for you to be here." And Mum just opened up to them, told her story, that she'd arrived from Kenya and she was new. And this small beginning led to increased opportunities. And it was only a matter of months before Dad was arranging a bus service to Alexandra Township to bring people to church on a Sunday morning, mostly young people from Alexandra Township. Those who joined the youth, they were not allowed to be in a white area in the evening after 6 p.m. So on Friday nights, we went to the township, and I have fond memories of us being squashed into these small slum dwellings, worshipping God and singing our heads off by candlelight because there was no electricity there. And it was 1985, which marked the beginning of the end of the apartheid government and society. There had been increasing protest across the country, violent and non-violent resistance against the system of apartheid, racially exclusive. And it was getting so bad that the government then declared a state of emergency. I was 15 at the time, and there was a night in the state of emergency which I'll never forget. Protests had been increasing, and there was this one night where the ANC had gone house to house in Alexandra Township, forcing the young people to get on the streets and riot. There was no choice to stay at home, and at the same time, the riot police had come in with armoured vehicles, heavily armed, and fired out across the crowds with rubber bullets. And quite a few of our youth had been hit and injured and needed medical care. And news got out to Dad late at night. And it was after midnight when he decided to disregard the law and to drive into the township. We too were under curfew in that state of emergency. He called up a friend who had a VW van, and we had an old VW van, and he said, "Hey, we need to get them out." He called up doctors and nurses in the middle of the night and got them out of bed and said, "Please get to my house. We have young people who are injured and need medical care." And then he drove, avoiding all police roadblocks and riots, arranged a meeting point, filled the vans with the injured and brought them back to our house. And I have vivid memories of seeing people being carried out of the cars and laid out on the lawn in front of us. For me, this was faith in action, working through love, even when it's hard and when it's scary, in the most difficult of circumstances. For me, this was church, faith in action. This is what we do. We believe and trust in an awesome God. We love people, even when it costs us. Why do we do this? Because Jesus Christ left the comfort of heaven, entered our world, which is full of pain and suffering, and counted the cost and laid his life down for you and for me.
for us, his friends. Wow, Das ist Faith in Action. Und warum tun wir das? Weil Jesus in unsere Welt kam von Not und Pein und er einer von uns wurde und mit uns unterwegs ist. Weil Immanuel mit uns ist, werden Geschichten geschrieben. Ich finde, es ist eine außergewöhnliche Geschichte. Hey, wo Rassentrennung überwunden werden, weil Gott mit uns ist. Hat man den Mut, sogar in schwierigen Situationen einen Schritt zu machen, den man sonst vielleicht gar nicht wagen würde. Glaube in Aktion. Und mich hat die Geschichte wirklich herausgefordert, ist mein Glaube noch so in Aktion? Ist mein Glaube wirklich so noch in Aktion, dass er solche Gräben überwindet? Dass er solche Spannungen überwindet und sagt, im Namen Jesu glaube ich daran, dass es eine gute Botschaft für alle ist. Und ich bin dabei, sie zu verkündigen. Immanuel mit dir. Möchtest du, dass er mit dir ist? Dann werden Geschichten geschrieben, ich bin sicher. Glaube in Aktion, der wird es schaffen, dass jede Welle, die noch kommen wird, durchbrochen wird. Jede Welle von Hass, von Spannung, von Ausgrenzung, jede Welle wird durchbrochen von Menschen, die sagen, Gott ist mit mir. Ich glaube, dass es eine gute Botschaft ist für alle Menschen. Und wenn du möchtest, Immanuel mit dir ist, dann ist heute der zweite Advent eine sehr gute Gelegenheit zu sagen, Gott, ich möchte wirklich mit allem in der nächsten Woche mit dir unterwegs sein. Ich möchte mit Maria und Josef ein Gebet sprechen. Ich bin dein Diener, ich bin deine Dienerin, mir geschehe nach deinem Willen. Ich tue das, was du mir da aufträgst. Ich glaube daran, das wird einen Unterschied machen nächste Woche. Gott mit dir. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und ich bete noch. Und während der Zeit danach hast du Möglichkeiten im Worship einfach selbst Gott zu sagen, hey, ich möchte, dass du mit mir bist. Ich möchte wirklich solche Gräben überwinden. Ich glaube, dass das möglich ist, so wie Tina Giesling, wo schon lange hier im ICF ist, das in ihrer Kindheit schon erlebt hat, als Vorbild, dass Grenzen überwunden werden mit Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben. Ein Statement zu machen, das ist Reich Gottes, Immanuel ist mit uns. Jesus, danke, dass du uns das zusagst, dass wir uns nicht fürchten müssen, dass du bei uns bist, alle Tage, auch in den komischen Tagen und mühsamen Tagen. Und ich danke dir für diese Zusage, dass sie uns allen gilt. Und Jesus, wir möchten das als Kirche immer wieder auch so bekennen. Wir möchten, dass du bei uns bist. Wir möchten als Kirche einen Unterschied machen. Wir glauben daran, dass das wirklich eine Auswirkung hat. Wir glauben, dass das einen Unterschied macht in unserer Welt, wenn wir mit dir unterwegs sind.